Willkommen zurück zu das Spiele mit der Dude. Ja, wie ich im letzten Teil ja schon angekündigt habe, werde ich herausfinden, wie ich in dieses Haus hineinkomme. Und mein tolles Resultat meiner doch wichtigen Arbeit, die ich geleistet habe, war: ich komme da nicht rein. Warum auch immer. Also, wie ich das sonst so bei anderen Dingern kenne, wird das ein Teil einer Nebenmission sein. Wahlweise auch Psychomissionen, die ploppen aber auf, wie sie gerade wollen. Zumindest kommt mir das so vor. Deswegen muss ich warten, bis das aufgeht. Bis dahin werde ich mir aber einfach die Zeit vertreiben. Und da hier schon wieder auf der Karte 3 neue Waffen sind, hier und hier, werden wir diese 3 uns widmen. Und da reden wir gar nicht lange mit dem heißen Brei herum, sonst wird das Sache dann nachher wieder so langwierig. Euer Dude. Gott sagt das. Sagt das. Ja. Was diese Kisten können, weiß ich auch nicht. Da ist wahrscheinlich das sind auch irgendwelche Waffen drin oder Munition, irgend so ein Scheiß. Ja, auf jeden Fall kann ich da auch noch nicht rein. Ich weiß nicht, was ich dazu machen muss. Ich soll vielleicht mal versuchen, ob ich das Spiel irgendwie so im Modus starten kann, nachdem die Story abgeschlossen ist, irgend so ein Mist. Leider bin ich da aber noch nicht dahinter gestiegen. So. Und da ist nichts. Vielleicht ist er auch für Dach runter. Warte. Ich sehe schon wieder irgendwas mit einem Bären. Ja, irgendwas mit dem Bären. Ich sehe es kaum. Was haben wir da? Ein provozierter Bär! Wow! Mal bei so eine Rollstuhl, ist ja mal was. Also heute habe ich kein Glück. Knuddeliger Bär plus Dynamit, Bumbär plus tragbare Stereoanlage. Ah, gut. Ja, okay, dann machen wir das mal. Also, knuddelige Bär plus LMG ist Freiheitsbär. Gut. Freiheitsbär plus Dynamit ist Bumbär. Bumbär plus Stereoanlage ist der provozierte Bär. Ja, genau. Gut. Dann gehen wir den gleich mal testen. Wo ist er? Ach nö, oder? Wo habe ich den jetzt liegen lassen? Oh, Dudes! Ach, super, gebe ich hier. Da ist er. Obacht! Oh Mensch, wieso lässt er den da? Reg mich auf, Bär. Reg mich auf. Komm, reg mich auf. Ich kann damit nicht sprinten. Ich kann damit nicht springen. What the fuck? Gut, jetzt tu was für dein Geld. So, dieser Bär sitzt da und schießt in einem 90-Grad-Radius und durch die Stereoanlage lockt er Sachen an. Ja, ist eine Waffe, die kann man finden, aber für den praktischen Zweck finde ich jetzt eher. So. Das hätte ich jetzt dazu gesagt. Gut, dann machen wir uns gleich weiter auf Wege Nummer. Da sind ja wieder welche! Gott, Donut, Spiel, was soll denn das? Gibt es denn etwa noch so viele Waffen mit dir zu finden? Oh, du erstaunst mich jedes Mal wieder. Also ist schon nicht so leicht, hier durch so eine Zombie-Menge durchzuschlüpfen, wenn die alle so ein bisschen drauf sind gerade. Wow. Jump. Jump. Und so, wo ist das Teil? Hallo. Hallo. Das ist ein Booster. Ja, genau, da soll sich einer hier in Ruhe versuchen, eine Waffe zu finden, wenn hier Zombies ohne Ende die ganze Zeit außen rum eiern wie so ein Vollpfosten.
Ich habe eine fiese. Das war das. Ich will mal verrecken werden, das will ich nicht. Es ist stockdunkel, wieso ist es stockdunkel hier? Ich sehe nichts. Ich sehe eine Waffe, cool. Es ist schon wieder ein Bär, Mann! Okay, ich habe jetzt irgendwie gerade keine Zeit und kein Leben, um mich hier... Das speichern wir erstmal. Um mich jetzt hier wieder so einen blöden Bären zusammenbauen. Die machen eh immer noch dasselbe. Deswegen, keine Ahnung. Verwirrung. Sie plagt mich. Ja, es sei noch dazu gesagt, dass nachts Zombies auch aggressiver sind. Warum auch immer. Und jetzt sterbe ich. Natürlich bringt das extrem viel, dass wenn ich wenig Leben habe, ich auch noch... Ja, mein Bildschirm sich rot färbt und ich dann gar nichts mehr sehe. Ich könnte jetzt echt was zu fest gebrauchen. Ihr seid tot! Problematisch. Ich glaube, ich muss da rüber. Ja, komm nur her! Oh, nicht die... Irgendwas zu fressen, das kann doch nicht wahr sein. Hier ist natürlich... Oh, schön. Das trifft sich. So, nachdem wir uns den Arsch gerettet haben, oder ich mir besser gesagt, weiß ich trotzdem immer noch nicht, wo eine Frank West Shotgun steht. Weiß ich immer noch nicht, wo ich hin muss. Für diese Waffe. Damit will ich mich jetzt aber auch gar nicht groß beschäftigen, weil wir diese blöden Rocket-Zombies sind mir so auf die Eier, ich kann es gar nicht sagen. Ah! Verschlossen! Ah! Dieser Scheiß, Mann. Ich könnte so ausflippen. Kann ich da irgendwie rein? Auf der anderen Seite. Aha. Ich muss da irgendwie das Gebäude, dann habe ich den Eindruck, diese Waffe liegt im Untergrund. Gut, dann machen wir uns... Schauen wir mal, was da hinten steht. Nick. Nick heißt er, ja, jetzt ist mir der Name wieder eingefallen. Schön. Könnte ich jetzt alle mal verpissen. Level 27, auch eine schöne Sache. Kann ich gleich in irgendwas investieren, so wahlweise mehr PP. Das ist schön. Oder mehr... keine Ahnung. Noch mehr Intelligenz. Keine Ahnung. Egal. Ah! Lauf. Auf. Sucht ihr einen Snack? Ja! Yay! High School! Da haben wir ja was! Schön! Das ist ein Flammen... Oh, das klingt nett. Ich ziehe jetzt einfach mal Spaßes aus. Ich versuch's einfach. Das sieht nämlich nach Motoröl und einem Reitschwert. Schauen wir mal. Ja, das ist ein schönes Ding. Oh, Oh, yeah. das sieht doch mal wieder mal nach einer kreativen neuen Waffe aus. Das ist schön. Mal was anderes als so ein bescheidener Bär.
Und ich sehe einen Zombie! Wow. Säubere die sichere Zone. Da haben wir dann hier unten gleich einen Zufluchtsort, das ist auch schön. Da kann ich mir dann neue Waffen rauslassen und umziehen. Das hier. Und speichern. Bei Speichern kann ich überall. Das ist nämlich auch das Interessante. Es gibt im Hauptmenü kann man noch den Albtraummodus auswählen. Und im Albtraummodus ist es so, da kann man nur auf Dixie-Klos und sicheren Zonen speichern. Im Normalmodus ist das allerdings nicht nötig, da kannst du einfach überall speichern. Überall! War das alle? Jawohl! Schön! Gut. Leider weiß ich immer noch nicht, wie ich zu meiner Waffe hinkomme. Vielleicht muss ich da rein und dann so... Vielleicht. Sehen wir uns die Sache doch mal genauer an. James Bond. Mr. James Bond, bitte. Na, und wie schön wär's doch, wenn nicht hier überall Zombies wären. Aber wofür spielen wir denn Dead Rising? Bestimmt nicht um Aliens zu bekämpfen. Brrr. Was mir aber bis jetzt ganz interessant aufgefallen ist, das Schöne ist ja im Vergleich zu den Vorgängern, man kann sich das einfach überall zusammenbauen. Wie es euch bestimmt schon aufgefallen ist. Ja, und da man aber seine Waffen im Allgemeinen hinaus so viel Mist zusammenbauen kann, findet man praktisch überall die Möglichkeit, sich aus irgendwas mal schnell Waffen zusammenzubauen, auch wenn es nur so eine Kleinigkeit ist. Das ist das, was mir einem Spiel wirklich gut taugt. Ja, das sieht gut aus. Weil man einfach nicht daraus aus ist zu sagen, oh, ich brauche jetzt die Waffe, jetzt muss ich mutwillig losgehen, mir das und das suchen. Da kann man wirklich sagen, okay, ich habe das hier und ich habe das hier und in 2 von 3 Fällen kann ich mir daraus auch noch wirklich was zusammenbauen. Das gefällt mir, das muss ich mal kurz so sagen. Allgemein, für alle, wo sich nicht sicher sind, die eine Xbox One besitzen, sich aber nicht sicher sind, ob es sich lohnt, dieses Spiel, da es ja in Deutschland nicht ausgekommen ist, importieren zu lassen oder beim Dealer oder mal es bestellen lassen oder sowas. Es ist auf jeden Fall, es ist und bleibt ein Dead Rising. Ich kann es nur empfehlen. Dem einen oder anderen ist dieses Let's Play hoffentlich hier eine Hilfe, sich dieses Spiel zu spielen. Wenn sich jemand natürlich ein Problem hat mit frustrierten Momenten, weil man hier immer wieder mitten in der Menge steht und man nicht weiß, was man machen soll. Das ist halb so viel. Man hält was aus, muss man dann hochskillen. Genau, was wollte ich sagen? Weiß ich nicht mehr. Ich bin gerade etwas abgelenkt, weil ich mir nicht sicher bin. Das sieht gut aus! Oh, weh, das ist wieder gesund. Irgendwie. Hey, das ist wieder so. Jetzt wieder raus, dann muss ich nicht gehen. Das sieht gut aus, ja. Das sieht gut aus. Hier ist sogar offen. Herrgott, es ist offen. Ich glaube, ich spinne. So. Ja, Hallöchen. Zombie! Zombie! Und großer Zombie, das ist nicht gut. Ich hätte mir wirklich was für diese Kopfschmerztabletten mitnehmen sollen. Aber da sieht nach unserer Waffe aus! Ja, wunderbar! Eine Mistgabel und ein... Oh, hier gibt es auch noch gleich eine Frank-Statue. Das hat sich echt dumm gefühlt. Was haben wir hier? Ein Waffenwagen! Was könnte das sein? Vielleicht ein
Eine Mistgabel oder ein Einkaufswagen? Ich weiß es nicht. Tatsächlich! Yeah! Gee! Und ich habe ihn geworfen! Nicht gut! Ah, ich muss ihn da hinten hinstellen und dann... Ah, na komm. Ah, Steuer. Nerv mich nicht. Ja, das alles! Das kann man alles aus der Mistgabel machen! Wahnsinn! Woo! Jawohl! Jetzt leg ich schon raus, wollen wir auch sehen, was das Ding genau kann. Ich habe zwar irgendwie so einen Verdacht, aber wir werden sehen. Gut, mit der Taste kann man es hinstellen und dann, genau, das sollte funktionieren. Man kann damit sogar zuhauen! Mein Gott, die Technik heutzutage. Ich kann die Waffe, aber offensichtlich nicht wegstecken. Das ist uncool. Ich kann sie nehmen. Ja, und wenn ich versuche die Waffe zu wechseln, liegt das ja weg. Das ist nicht gut. Aber gut, sagen wir mal nicht so. Ta 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 ta! Oh. Natürlich auf Klick muss ich auch noch klicken. Okay, diese Waffe ist für den alltäglichen Gebrauch leider nicht gerade zu empfehlen. Vor allem, wenn man gerade irgendwie in Hektik ist, kommt es nicht hin. So, jetzt aber. Yay! Oh, ich kann auch noch sprinten. Das ist cool. Oh ja, da geht was. Das ist tatsächlich... Ja, wenn... Okay, also... Ja, ich nehme was zurück. Also wenn man im größeren Gelände ist und ja, man irgendwie durchmachen muss, dann ist diese Waffe... Also das ist doch wirklich sehr zu viel. Den Kombo, die ich hier genommen habe, als sie aber fast schon wieder kaputt ist, würde ich sagen, reichte das für jetzt. Ich habe wieder die nächsten 3 Waffen gesucht, habe schon fast wieder 17 Minuten aufgenommen, das ist ja toll. Und dann werden wir uns im nächsten Teil, Teil 6 nämlich, nach hier runter bewegen, was dann auch schon wieder der letzte Teil ist der Waffe, die ich noch finden kann, zumindest momentan. Und bis dahin, meine lieben Dudes und Dudetten, bleibt cool, bleibt fresh und cool. Sagt euch euer Dude. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein fettes Abonnement da oder ein Kommentar oder ein Like. Ich freue mich über alles. Bis dahin, haut rein, Leute. Euer Dude.